Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse, FC Bayern Spielmeinung, wie auch immer ihr das sehen wollt. Zum Spiel gegen den FC Heidenheim, 4:2 zu Hause gewonnen. Ähm, ja, am Ende des Tages verdient gewonnen, souverän gewonnen. Aber gehen wir es mal chronologisch durch. Also mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, hat mir sehr gut gefallen. Dass man nicht den Raum hat wie gegen Dortmund oder Galatasaray, war klar. Wir haben eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, ja. Jeder hat für den anderen mitgearbeitet. Keiner wurde irgendwie allein gelassen. Es haben sich immer Spieler angeboten, haben die Laufwege gemacht, auch wenn der Ball nicht kam. Und das hat mir sehr gut gefallen, was war in den ersten Wochen nicht so. Und es war dann auch hochverdient. Ja. Die Führung war hochverdient. Man hat das Spiel im Griff gehabt. Dass man es dann nochmal so scharf macht in den 10 Minuten. Also wann waren die Tore? 60. rum oder was? Ja, 67. und 70. Also nachdem wir rausgehen aus der Halbzeit, hat man halt schon gemerkt, ja, es war ein Tacken weniger. Völlig menschlich, völlig verständlich. Ja, Opa hat man schon ab der 30. gemerkt, dass er auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. War ganz schwierig, dass man ihn so lange auf dem Platz gesehen hat, meiner Meinung nach. Warum man dann Choupo-Moting einwechselt, ist mir genauso ein Rätsel, genauso wie man Serge Gnabry in die Startelf stellt. Waren für mich beides Totalausfälle. Ja, Choupo hat auch das Tor verschuldet, wodurch Heidenheim zurückkam. Den Ballverlust da vorne darfst du nicht haben. Punkt. Ja, da muss man nicht drum herum reden. Das zweite Ding dann von Min-Jae Kim, ja. Ich denke, heute können wir auch mal draufhauen. Ja, wir haben ihn letztens immer noch in Schutz genommen, wo auch dann das 2-1 nur war, woraus nichts passiert ist. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie oft ein Opa kritisiert wird, wenn er mal einen individuellen Fehler damals gemacht hat, und das waren 2 Stück in der ganzen Saison, ist das von Min-Jae, glaube ich, schon der 10., seitdem er bei uns ist. Ja, das hat alles Gründe, bin ich auch schon drauf eingegangen. Trotzdem, beim 2-1 darfst du so ein Ding nicht machen. Punkt. Ja, also das war ja noch nicht nur schlecht angespielt, nein, das war dem Ball den Gegner in den Fuß gespielt. Über eine Distanz von 10 Meter. Also, sorry. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ja, das haben wir diese Saison bestimmt 10-mal gesehen, solche Dinger. Jetzt vielleicht nicht direkt den Gegner in die Füße, aber super schlecht angespielt. Ganz ehrlich, das ist nicht Bayern-Niveau. Punkt. Ja, es gibt mit Sicherheit Gründe, warum das so ist. Alles gut. Können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir mal auf die einzelnen Spieler drauf eingehen. Wie gesagt, da hatten wir schlechte 10 Minuten dann. Bedingt durch individuelle Fehler und bedingt durch die Einwechslungen, die teilweise grottig waren. Ja. Auch ein Tell war super enttäuschend heute. Ein Choupo war unterirdisch. Auch sein Tor hat dann nichts rausgerissen. Ja, dann war das Spiel entschieden mit dem 4:2. Aber dass es überhaupt nochmal so scharf gemacht wurde, lag daran. Ja. Also der Einzige, der eingewechselt wurde, der performt hat, war der Guerrero. Alles andere war echt schwierig heute. Ja. Aber da gehen wir gleich mal ein bisschen genauer drauf ein. Danach, ja, wir haben das 3:2 gemacht. Da haben wir das Spiel wieder im Griff gehabt. Ja. Na klar, wechselt Heidenheim da nochmal, versucht nochmal irgendwie noch eine Lucky Chance zu bekommen oder was. Dann haben wir auch ein klein wenig mehr Räume gehabt. Wir haben natürlich auch 1, 2 Konter nicht gut zu Ende gespielt, beziehungsweise es nicht vollendet im gesamten Spiel gesehen. Ja, das kann man auch kritisieren, aber am Ende des Tages haben wir 4:2 gewonnen. Ja, ich denke nach Dortmund und Galatasaray, so vom Kopf her, dann so gegen Heidenheim, dafür war die Leistung echt okay, denke ich. Mal abgesehen von diesen 10 Minuten und diesen individuellen Fehlern da. Aber von den Leuten, die angefangen haben, fand ich es legitim, fand ich es okay. Und es ist schön zu sehen, dass auch dann nach dem 2:2, dass es trotzdem nicht wieder darauf hinauslief, so, man sieht keine Mannschaft mehr auf dem Platz, man sieht nur Einzelspieler oder sowas. Das war nicht der Fall, ja. Gerade ein Conny Leimer hat dann nochmal richtig Gas gegeben nach dem 2:2, ja, war vorher auch sehr durchwachsen, hat dann aber nochmal richtig das Gaspedal durchgetreten, hat mir sehr gut gefallen. War einer, der in der Phase vorangegangen ist, ein Harry Kane auch, der sich oft hat fallen lassen. Ja, hatte heute auch wieder 1, 2 Szenen, wo er nicht ganz glücklich aussah, aber ansonsten war das heute wieder eine absolute Maschine, Alter.
wild. Ja, damit sind wir auch schon bei den einzelnen Spielern, denke ich. Wie gesagt, zum Spiel gibt's nicht viel zu sagen. Wir waren klar dominant, wir waren super überlegen. Lass uns einen Blick in die Statistiken werfen. Die sollten das auch nochmal untermauern und dann gehen wir mal auf die einzelnen Spieler drauf ein. Gucken wir mal auf der Bayern-Seite, ist natürlich wieder nichts an Statistiken, also gehen wir auf Live-Score. So. Ja, Bayern links, Heidenheim rechts, macht Sinn. Schüsse aufs Tor 8-2, Schüsse neben das Tor 6-5, geblockte Schüsse 5-1, also zusammen haben wir 19 Torschüsse zu 8, ja, Ballbesitz 72%, Ecken 7-2, Abseits 0-1, Fouls 8-8, Einwürfe 19-17, ja, der Rest können wir uns schenken, ist nichts wirklich, was uns interessiert, ja. Zweikampfquote wäre noch interessant, haben wir hier nicht bei. Vielleicht kommt gleich noch auf der Bayern-Seite die Statistik rein. Wäre ja schön, wenn da nochmal was passiert. Wenn, dann gucken wir uns das an. Ansonsten würde ich sagen, ja, kriege ich übrigens auch mal eine Aufstellung. Kriege ich auch nicht angeboten hier auf der Seite oder was? Ich weiß nicht, was mit der FC Bayern-Seite im Moment los ist, Alter. Ganz wilder Take hier. Die brauchen immer ewig, bis da überhaupt was kommt, wenn da was kommt und weiß ich nicht. Wir bleiben bei Livescore. So, Line-Ups. So. Ich kann es auch aus dem Kopf machen, aber nicht, dass ich jemanden vergesse. Von daher. Aber sieht doch auch schöner aus. Guck mal. Schön mit Spielfeld. Ne? Supi. Manuel Neuer sehe ich bei einer 3. War natürlich angepisst. Nach dem 2-1 schon, nach dem 2-2 noch mehr. Ja, beim 2-2 konnte er auf jeden Fall gar nichts mehr machen, nachdem Minjay den da abgefälscht hat. 2-1 habe ich jetzt gar nicht groß im Kopf. Aber ansonsten, ja. Ansonsten hat er aber auch nicht wirklich was zu tun gehabt. Was sehr gut war 2, 3 Bälle, die er gespielt hat, auf Richtung Höhe der Mittellinie nach außen hin, die super gut ankamen. Haben wir leider ein bisschen wenig rausgemacht teilweise. Ja, von daher sehe ich ihn bei einer 3. Bouna Sarr sehe ich auch bei einer 3. Ich fand ihn gerade erste Halbzeit auf der linken Seite, was nicht seine Seite ist, hat er das gemacht, was er kann. Ne? Also ich habe nicht gesehen, dass er großen Zweikampf verloren oder einen Ball verloren hat. Natürlich hat er jetzt nicht super die Bälle in die Schnittstellen gespielt oder sonst was, wie auch. Ja, der ist 4 Jahre da, 30 Einsätze für uns. Und davon war nicht einer über 90 Minuten. Also. Von daher war es für mich völlig legitim. Ja, hat die Bälle quer gespielt, hat sie auch versucht, auf den Serge zu spielen. Hat ja dann sogar noch die Torchance gehabt, wo er mal mit nach vorne gegangen ist. War für mich eine ganz souveräne Vorstellung. Zweite Halbzeit dann auf der rechten Seite hat er es auch ordentlich gemacht. Er hat da 1, 2 komische Bälle wieder drin gehabt, aber im Großen und Ganzen war es für mich eine Note 3. War souverän, war okay. Ja. Wenn man bedenkt, wo er herkommt, dann könntest du es sogar noch höher bewerten. Ne? Aber so für mich eine 3. Upper ganz schwer zu bewerten heute. Upper war stark, ja, hat aber auch 2, 3 Mal Läufe gemacht, die er gar nicht machen muss, wie ich finde. Ja, hätte einfach Pavlovic den Ball überlassen sollen, aber nein, ist an Pavlovic vorbeigerannt 2 Mal. Das habe ich nicht verstanden, wenn man schon so angeschlagen, nenne ich es mal, oder halt nicht bei voller Kraft ist. Hätte man sich das schenken gegen Heidenheim, ja, ganz ehrlich. Das war nicht schlau von ihm. Ansonsten hat man dann so ab der 30. gemerkt, dass halt echt so die Frische fehlt. Ja? Das ist gar nicht bös gemeint, aber war er teilweise zu spät im Zweikampf und so weiter und so fort. Aber das will ich ihm gar nicht ankreiden, ja? Dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Hut ab. Von daher sehe ich ihn bei einer 3-. Minjay sehe ich bei einer 5. Da müssen wir gar nichts beschönigen, Alter. Bis dahin war er echt okay. Ja, hatte 1, 2 Mal wirklich gut gerettet. Aber nachdem Opa dann raus war, ja, weiß ich nicht. Das ist ja nicht mehr klargekommen mit Mazraoui neben ihm. Super pickerig, haben wir dann auch mit dem Ball gesehen, den er da vertändelt hat. Und ja, ganz ehrlich, da muss ich ihm heute leider die Note 5 geben. So, das ist mangelhaft, wenn ich so einen Ball, wenn es 2-1 steht, ja, steht 2-0, kannst du vielleicht noch drüber hinwegsehen oder sagen, ja, nicht ganz so wild. Aber wenn es dann der Ballverlust zum 2-2 ist, Alter, wenn du keine Anspielstation hast oder denkst, ich traue mir das nicht zu, dann knall den Ball ins Aus oder sonst was, ja. Aber spiel nicht so einen Ball den Gegner in den Fuß, Alter.
Und danach noch natürlich, das war unglücklich mit dem Abfälschen, wäre weggeblieben, hätte er mit Neuer wenigstens vielleicht noch eine Chance gehabt überhaupt. So war Neuer chancenlos, also von daher. Mazraoui habe ich erste Halbzeit echt viel Schatten gesehen, ja. Zweite Halbzeit hat er sich reingebissen, meiner Meinung nach, sehe ich auch bei einer 3. War ordentlich, dann auch auf der Innenverteidigerpose, ja, wohl, da war auch ein, zweimal Stellungsspiel und so weiter. Aber was willst du verlangen? Alter, guckt euch die faire Abwehrkette an, die dann da rumgeirrt ist, ja. Das waren Mazraoui, ein Kim, ein Bouna Sarr, ja, und dann war es ein Davis, der irgendwie auch nicht richtig da war, ganz wild. Conny Leimer, ja, Conny Leimer sehe ich bei einer guten 3. Ja, war erste Halbzeit auch teilweise wild. Habe ich auch nicht ganz verstanden, welche Pose er gespielt hat. Hat er die 10 gespielt? War ja fast, dann war er rechts außen offensiv die ganze Zeit. Also ganz komischer Take, ja. Also ein Achter war das schon nicht, wenn, dann war es ein super offensiver Achter. Ganz komisch. Ich denke mal, es war so gewollt, ja. Ähm, aber da war er nach vorne hin war es echt okay, aber wenn er dann mal mit nach hinten arbeiten musste, hat er sich echt ein paar Schnitzer erlaubt, ne? Aber das hat mir nicht gut gefallen. Aber dann nochmal nach dem 2:2 war er der marschiert ist, ja, der nochmal alles reingehauen hat, auch nach dem 3:2 weitergemacht hat. Also das hat mir sehr gut gefallen, von daher für mich eine gute 3. Ähm, Pavlovic sehe ich auch bei einer 3. Ja, vielleicht eine schlechtere 3. War natürlich ruhig am Ball, hat auch ein, zweimal gute Diagonalbälle gespielt. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist dieses sich anbieten, ne? Ja, er wurde teilweise in Manndeckung genommen, wäre heute auch ein richtig schwieriges Spiel für 'n Kimmich geworden, by the way. Ähm, Hat sich aber zu selten gelöst, fand ich, ja. Hat dann ja, die Innenverteidiger hat dann den Ball, anstatt er sich dann löst oder mal zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, um 'ne Anspielstation zu bieten, stand er halt einfach gedeckt. Ähm, und der Innenverteidiger hat dann den Ball nach außen gespielt, was okay ist. Ja, wir müssen eh 'n bisschen mehr über Außen spielen. Grade Heidenheim stand in der Mitte, war komplett dicht. Deswegen war das okay, aber ich erwarte von dieser Position schon, dass man sich dann auch versucht freizulaufen, ne? Das hat mir ein bisschen gefehlt, ansonsten war er super super ruhig, völlig ja, also es kam nicht rüber, als wenn er aufgeregt wäre oder sonst was, ja. Hat einen guten Part gespielt, aber jetzt auch nicht irgendwie überragend oder sowas, ja. Es war wirklich okay. Leroy Sané sehe ich bei einer 2. Ich weiß, den werden einige wieder schlechter sehen, ähm, weil er schon ein, zwei Mal so den Eindruck gemacht hat, so: „Und dann schon wieder", ne? So, dieses Gemecker, dieses Abwinken auch ein, zweimal, ähm, aber er ist drangeblieben, ja? Wenn er dann dranbleibt, alles gut. Er hat sehr viel mit nach hinten gearbeitet, muss man ihn heute mal ganz klar lobend hervorheben und war immer noch über die 90 Minuten immer noch der aktive Mann, der den Ball aus'm Mittelfeld, aus der eigenen Hälfte genommen hat und das Spiel eröffnet hat, ja? Von daher für mich 'ne Note 2. Jo. Müller, also hätte Müller nicht die Torbeteiligung gehabt, hätte ich Müller heute bei 'ner 4 gesehen. Also Müller war gar nichts. Der war gar nicht eingebunden im Spiel, war maßlos überfordert. Ich glaube, da bei Müller hat man heute mal ganz klar gesehen, was passiert, wenn 'n Spieler keine Spielpraxis hat. Wenn 'n Spieler in den letzten 4, 5 Wochen nur 3 bis 10 Minuten mal eingewechselt wird. Das hat man heute bei Müller gesehen. Dass er die Momente hat, die er dann hat, ja, wenn er in diesen Zonen ist, dass man das nicht verlernt, ist klar. Aber alles dazwischen, ja, hat voll nicht gepasst. Ja, Müller wollte dann pressen und hat versucht, da die Leute mitzunehmen. Das spielen wir gar nicht mehr. Wir spielen gar nicht so. Wir spielen nicht so, dass wir die erste Reihe oder also die erste Reihe im Aufbau von Heidenheim dann anlaufen wie bekloppt. Das machen wir schon lange nicht mehr unterm Tuchel, ja. Und Müller war immer noch in dem Modus und das hat nicht gepasst, ne? Das war kein gutes Spiel von Müller. Wie gesagt, so die Torbeteiligung, da diese 2 Aktionen, die er hatte, die reißen es ein bisschen raus. Aber ansonsten war das nicht gut von Thomas. Leider, ne? Aber es war nicht gut, meiner Meinung nach. Note, ja, wegen der Torbeteiligung 'ne 3-. Serge Gnabry für mich Note 5. Können wir ganz kurz machen, dass der Typ überhaupt noch mal aus der Halbzeit auf den Platz kam, ist für mich wieder ein Schlag ins Gesicht. Ähm, Nach vorne hat er nicht stattgefunden.
wenn, dann hat er sich total vertändelt in irgendwelchen Dribblings, ja. Was mir ganz gut gefallen hat, er war ein, zwei Mal hat er wenigstens mit nach hinten, ist ein bisschen tiefer gestanden, deshalb war okay. Ja, komm, geben wir ihm eine 4, anstatt eine 5, aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, mit welchem Recht er aufgestellt wurde, sage ich euch ganz ehrlich. Habe ich nicht verstanden. Nee, echt nicht. Weiß auch nicht, warum King draußen war 90 Minuten. Vielleicht angeschlagen oder was, ja, keine Ahnung, aber dann hast du immer noch einen Taylor oder einen Kretzig, Alter, die du hättest bringen können auf dieser Posi. Ja. Also ein Gnabry hat das auf keinen Fall gerechtfertigt, dass er aufgestellt wurde, meiner Meinung nach. Das war sehr wenig. Ja. Aber ja, natürlich nach einer langen Verletzung will erstmal wieder reinkommen und so weiter. Ich verstehe schon den Hinblick da drin. Wenn nicht gegen Heidenheim, wann willst du ihm mal Spielzeit geben, um ihn ein bisschen aufzubauen? Also ich verstehe das schon aus Trainersicht, bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja, aber wir bewerten hier die Leistung und die Leistung war 4 minus, Alter. Punkt. Einigen wir uns auf eine 4 minus. Harry Kane, für mich der einzige mit Leroy Sané zusammen, die eine Note 2 bekommen. Das erste Tor, Alter, ja, musst du halt erstmal so machen. Das zweite genauso. Also ein Kopfball aus 11 Metern einfach mal so platziert und auch mit der richtigen Wucht da noch reinzuballern, Alter. Grandios. Ja, ein, zwei Dinge hat er noch gehabt. Der eine ist der Ball, richtig, hast du gesehen schon bei der Annahme, wie der Ball halt schon ankam, ist er schon leicht versprungen. Das war abzusehen, dass der drüber geht. Ansonsten, er hat aber auch wieder 3, 4 Mal richtig geile Pässe gespielt, wie er Leroy eingesetzt hat. Das war schon Weltklasse, Alter. Ja, wie er sich dann auch gerade so in der schlechten Phase oft hat fallen lassen, ja, auf die 8 sogar teilweise. Ja, es war auch wieder, dann war er sogar mal kurzzeitig Sechser, ja. Also, ja, welche Ruhe er dann da auch ausstrahlt auf den Positionen. Einmal hat er einen Ballverlust in der eigenen Hälfte gehabt hinten, der dann aber ausgebügelt wurde vom Mitspieler. Das war natürlich nicht so gut. Dasselbe hat er einmal vorne gehabt. Vorne kann das aber mal passieren, solange daraus nicht so ein Ding passiert wie beim Schupo. Ansonsten wären stark. Ja. Ohne Harry Kane wäre das heute schwierig geworden, aber genau dafür haben wir ihn ja gekauft. Ja. Das ist dasselbe wie Levi. Ja. So. Überlegt euch mal, wir hätten damals Levi nicht gehabt. Du brauchst halt diese Stürmer, die diese Dosenöffner sind in solchen Spielen. Ja. Von daher, ja, für mich Note 2. Gut, habe ich hier noch Auswechselspieler? Perfekt. Wir bewerten Auswechselspieler nicht mit Noten, zumindest nicht, wenn sie nicht eine Halbzeit spielen, was ziemlich unfair ist den anderen gegenüber, die irgendwie 90 Minuten oder 70 Minuten spielen. Choupo-Moting, eine Note kriegt er nicht. Für mich was unterirdisch. Ja, das Tor hat es auch für mich persönlich nicht rausgerissen. Was der sich erlaubt hat, mit welcher Einstellung, er hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen, ja. Und das, wenn ich reinkomme, ja. Und wie er den Ball dann da vorne auch weggeschenkt hat bei dem 2:1, dieser Ballverlust. Ja, und wenn, dann muss ich dann danach sofort aber 110% nach hinten Vollgas geben. Ja. Ich weiß nicht, nach der Leistung in Saarbrücken, ich meine, zum Glück hat er nicht angefangen, aber das ist keine Option, die du bringen darfst. Ich sag's euch so knallhart, wie es ist. Das war aus meiner Sicht war das wirklich schwach. Wirklich schwach. Guerrero hat mir gut gefallen, war direkt drin, hat auch das Tor gemacht, hat auch ein bisschen versucht, Ordnung reinzubringen, ein bisschen, was man sofort gesehen hat. Ja, das ist jetzt auch gar keine Kritik an Leimer oder Goretzka oder sowas. Aber man hat sofort gesehen, dann so Kurzpassspiel, ja, auf dieser Posi, wenn dann ein technischer Spieler ist, ja, mit Sané, mit Kane zusammen, vorne dann versucht, war natürlich super eng da vorne, trotzdem da versucht mit Kurzpassspiel irgendwie durchzukommen. Hat mir sehr gut gefallen, eine sehr starke Option, denke ich, auch auf der 8. Bin ich sehr gespannt auf die Rückrunde. Ja, wir haben erst noch ein paar Spiele nach der Länderspielpause, aber ich denke, so in der Rückrunde war er halt auch die ganze Zeit verletzt. Hoffen wir mal, dass er von Verletzungen verschont bleiben wird, dann kann ja da vorne eine starke Option sein, ja. Auch auf der 10, sage ich euch, wie es ist, weil bei uns ist die 10 ja eher eine tiefe 10 oder eher eine offensive 8, wie man sehen möchte.
Kann ja auf jeden Fall eine Option sein. Mathys Tel habe ich auch schon gesagt, fand ich heute auch ein bisschen enttäuschend. Das erste Mal. Sonst fand ich ihn immer stark. Ja, das Tor vorbereitet von Choupo, das war seine einzig gute Aktion. Ansonsten fand ich ihn ein bisschen zu überheblich. Das hatte mir heute so ein bisschen den Eindruck gemacht, ach so, ist nur der FC Heidenheim, da kann ich hier ein Tänzchen machen, da ein Tänzchen machen. Fand ich nicht gut. Ähm, War dann auch ein, zweimal zu eigensinnig, was man irgendwo verstehen kann, will sich zeigen und so weiter. Aber seine bisherigen Einwechslungen waren aus meiner Sicht auf jeden Fall auffälliger. Fand ich heute nicht so gut. Fonzie Davies, ja, können wir noch weniger bewerten für seine 15 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja. Ich sag mal so, hat sich keinen groben Schnitzer geleistet, hat er auch einmal noch ganz gut mit nach vorne angetrieben. Ja, weiß ich nicht. Fonzie hat es im Moment halt auch nicht so leicht bei uns. Hat nicht so die Form. Und jetzt für die Viertelstunde, was sollen wir da groß bewerten? Am Ende des Tages, ich habe es gesagt, ein verdienter Sieg. Nehmen wir die 10 Minuten raus, wo wir uns durch individuelle Fehler einfach in eine Situation gebracht haben, die nicht sein muss. Ja, da natürlich auch erstmal riesen Respekt an Heidenheim. Du musst natürlich auch erstmal, wenn du zweimal so eine Angebote kriegst, die natürlich auch so nutzen, wie sie genutzt haben. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Also, sonst haben wir ja nichts angeboten. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt Chance auf Chance von Heidenheim gab oder sowas. Nee, wir haben Heidenheim sonst nichts angeboten. Das waren die einzigen beiden Dinger, die wir denen angeboten haben. Und die haben sie eiskalt genutzt. Ja? Da muss man mal ein Lob aussprechen. Ja? Und das auch nachdem es 2-0 stand. Da sagen andere Mannschaften auch schon, ja komm, alles gut, wir gucken mal, dass das beim 2-0 bleibt. Also von daher Kompliment. Auch sonst haben sie eine gute Leistung gebracht, wie ich fand. Auch in der Anfangsphase war es teilweise gleichwertig noch, so die ersten 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall. Ja, Chapeau dafür. Ja. Aber wenn man da sieht, was war vorher geschätzter Marktwert, 40 Millionen. Lächerlich, oder? Wenn du das mit uns dann vergleichst. Also von daher Hut ab für die Leistung. Schiedsrichter war erste Halbzeit unterirdisch. Ich weiß nicht, warum Mazraoui überhaupt die gelbe Karte gesehen hat. Ja, also ich habe da keinen Kontakt gesehen. Vielleicht ist er über seine eigenen Haxen gestolpert, I don't know. Da eine gelbe Karte zu zeigen, völlig lächerlich. Ansonsten 1, 2 Fouls, völlig aus der Luft gegriffen, da was zu pfeifen. Ich erinnere mich, wer war es? Conny? Nee, Gnabry war es, genau. In der Mittellinie, wo beide reingrätschen Richtung Ball, berühren sich. Ja, alles gut. Was ist passiert? Ja, gibt einen Freistoß für Heidenheim. Puh. Warum? Ja, warum? Völlig unersichtlich. Und da gab es zwei, drei Szenen in der ersten Halbzeit. Da hast du dir an die Birne gepackt, war. Zweite Halbzeit dann die Geschichte mit Conny Leimer, wo es dann um Handspiel ging. I don't know, warum es da einen Freistoß gab. Ja, es hätte eine Ecke geben müssen. Punkt. Es gab den Einwurf, der hat den zur Außenlinie geklärt. Die haben sich gegenseitig gehalten. So, und ja, natürlich gibt es einen Freistoß für Heidenheim. Ich meine, dann ist der Fahr eingestiegen, um Handspiel zu kontrollieren. Da muss er doch sagen, ja, nee, es war keine Hand, es war aber auch kein Foul. Also er überprüft die Szene ja schon. Ich weiß nicht, wo man da ein Foul hätte sehen sollen. Von Leimer. Also es war lächerlich. Ganz wild. Also Schiri mit Gespann, Note 4, Alter. Mehr war das nicht. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser wie die erste, aber erste Halbzeit war ganz wild, was da teilweise gepfiffen wurde. Also, frag mich nicht. Fand ich schon wild. Ja, Leute, das war meine Meinung zum Spiel gegen Heidenheim. Nochmal, ich finde, wir haben das Thema, wir sind eine Mannschaft mitgenommen aus den letzten beiden Spielen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Nochmal, können wir nochmal hervorheben. Jeder hat mit nach hinten gearbeitet. Die ganze Mannschaft hat defensiv gearbeitet und offensiv gearbeitet. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass der den Ball hat, keinerlei Anspielstation hat. Es waren immer Leute in Bewegung, es sind Leute hingelaufen, haben sich angeboten. Man hat auch nie das Gefühl gehabt, wenn Ballverlust da war, so, ja, muss der jetzt alleine klarkommen. Es wurde füreinander gearbeitet, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Na klar, sieht man nicht gegen so eine Mannschaft, die so tief steht, jetzt den super Hurra-Fußball. Trotzdem haben wir sehr gute Chancen rausgespielt, ja. Muss man auch sagen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir es halt ein bisschen schlampig zu Ende gebracht, denke ich. Am Ende des Tages aber 4:2 hochverdienter Sieg. Leider 4:2. Ich habe 5:2 getippt gehabt. Im Tippspiel ist ein bisschen schade. Aber ja, ich hätte mir natürlich auch eher ein 4:0 gewünscht, aber am Ende des Tages war es okay. So, jetzt ist Länderspielpause. Danach spielen wir in Köln zu Hause gegen Kopenhagen. Für Kopenhagen, das wird auch noch ein interessantes Spiel werden, geht es noch ums Weiterkommen, egal wie das, ja, guckt euch die Champions League-Tabelle an. Dann spielen wir gegen Union, wo ich persönlich von ausgehe, dass Union bis dahin wieder gestärkt ist. Ich gehe davon aus, dass Union morgen einen Punkt holen wird in Leverkusen. Wenigstens. Dann in Frankfurt, die auch gerade stark sind. Dann in Old Trafford gegen Manchester United und dann zu Hause gegen Stuttgart und dann nochmal in Wolfsburg abschließend. Das ist unser, könnt ihr auch mal einblenden, wa? Das ist unser Restprogramm. Also das wird nochmal eine harte Nummer dann nach der Länderspielpause. Wa? In Köln ist immer heiß für uns, auch wenn Köln gerade nicht gut drauf ist. Mal abwarten, wie sich das so umschwingt. Ja, dann habe ich schon gesagt, Kopenhagen, dann zu Hause gegen Union. Bin ich auch sehr gespannt. In Frankfurt wird schwer, in Old Trafford sowieso. Dann zu Hause gegen Stuttgart wird dies Jahr richtig schwer. Die Stuttgarter, wenn ich das heute so gesehen habe, ich habe nur die Statistiken gesehen für das Spiel gegen Dortmund, haben die Dortmunder ja auf jeden Fall dominiert. Ja, können wir ja gleich mal kurz einen Blick reinwerfen. Dann nochmal in Wolfsburg, das ist eine Wundertüte. Mal spielen die super stark, mal gehen die 3:0 in Gladbach unter. Hoffenheim ist dann schon Januar. Das interessiert uns jetzt mal noch nicht. Also es ist noch ein straffes Restprogramm, ja, mit nicht so schlechten Gegnern, mit Wolfsburg, Stuttgart, Frankfurt, Union. Champions League sind wir durch. Das können wir ein bisschen außen vor lassen. Und in Köln, ja. Also es wird weiter spannend bleiben. Wenn wir aber mit diesen Leistungen spielen, wie wir jetzt in den letzten 3 Spielen gezeigt haben, so dass wir auch als Mannschaft auftreten und der eine für den anderen mitarbeitet, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, dann sind wir natürlich auch durch unsere individuelle Qualität da auf jeden Fall besser besetzt. Gut, abschließend vielleicht, oder wir werfen gleich noch einen Blick auf die Tabelle. Einmal ganz kurz, ich habe vom Spiel nichts gesehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen und dann dachte ich mir, komm, guck's mal rein, ob es glücklich war für Stuttgart. Wenn man dann zumindest die Statistiken glauben darf, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, hier die Dortmunder, die hier vielleicht zugucken, ja, sind es aber 14:2 Torschüsse. Ja, wenn wir die geblockt noch dabei nehmen, sind es 20:5. Und 56% Ballbesitz für Stuttgart, 6:1 Ecken für Stuttgart. Ich denke, das spricht eine klare Sprache, ja, in welche Richtung das Spiel gelaufen ist. Sollte es anders gewesen sein, ja, die Dortmunder, die hier zugucken, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Finde ich schon erstaunlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, so ist es halt. Gut. Schmeißen wir noch einen Blick auf die Tabelle. Wie gesagt, ist ja eine Länderspielpause, da ist das ja vielleicht noch mal ein bisschen interessanter. Aktuell Tabellenführer, wie gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass das so bleibt. Ich denke, Leverkusen wird morgen sich schwer tun gegen Union. Vielleicht täusche ich mich, wir werden sehen. Ja, Dortmund ist natürlich dann jetzt schon 8 Punkte hinter dem ersten, oder sogar 9, wenn Leverkusen morgen gewinnen sollte. Ich denke, ja, da wird es schwierig werden, wa? Die nächsten Wochen bis zur Winterpause. Ich weiß nicht, wen Dortmund noch als Gegner hat, aber da muss geliefert werden, sonst bist du auch ganz schnell aus den Champions League Plätzen raus. Oder? Leipzig spielt erst noch. Selbst Hoffenheim ist nur 2 Punkte dahinter. Frankfurt spielt auch noch. Die könnten auch noch auf 20 kommen. Ja, wild. Aber zum Glück bin ich kein Dortmunder und muss das beurteilen. Ja, dafür sind die Dortmunder noch im Pokal drin. Also, wer sind wir, da irgendwas zu urteilen? Gut, Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich gehe natürlich gleich noch in die PK rein. Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich morgen live zur Jahreshauptversammlung. Die werden wir uns dann zusammen reinhauen, wer da Bock hat. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob auf YouTube oder Twitch oder auf beiden gleichzeitig, mal schauen. Ja, werde ich mir noch überlegen. Und dann ist Länderspielpause. In der Länderspielpause, ja,
mal gucken, Leute. Wenn ich die Zeit habe, gucke ich mir Länderspiele an, mache da auch ein kurzes Video zu. Aber ansonsten wird es ein bisschen ruhiger werden hier auf dem Kanal. Ich werde mir das neue Video angucken auf YouTube noch dann. Und da gibt es eine Reaction dann dazu. Vielleicht werde ich mir noch 1, 2 Videos geben, wo ihr dann eine kleine Reaction seht. Vielleicht habt ihr da Bock drauf. Ansonsten, wer weiß, vielleicht wird ja auch noch ein Thema aufgemacht auf der Jahreshauptversammlung oder dann in der Länderspielpause. Vielleicht wird das Thema Max Eberl in der Zeit heiß oder vielleicht auch ein paar Neuzugänge. Wir werden es sehen. Ne? Ich denke, es wird nie ganz ruhig werden bei uns. Von daher, tschüssi.